Grüß Gott, Isen. Fragende Gesichter. Der Lange hat doch immer anders ausgeschaut, oder? Richtig. Der Kinderwald, oder gleich, ich darf mich nur kurz vorstellen, Blasi Baumhackel mein Name. Der Markus hat gesagt, Blasi, gehen wir hinaus, schau mal, was für ein Publikum das wir haben, wie die so drauf sind, und mach ein bisschen Anheizer für mich. Puh. Das kann ich jetzt nicht wirklich gut, aber ich habe gemeint, für Isen klang's. Nein, das sagen wir jeden Abend, dass für Isen klangt. Ja, am Markus freut es besonders, dass ihr heute alle da seid. Das heißt nämlich, ihr habt es bewusst aufs Fernsehschauen daheim verzichtet und damit auf so grandiose Sendungen wie, ich weiß nicht, was läuft denn heute? Voice of Germany, Frauentausch, habe ich mir eine Folge angeschaut, Frauentausch. Danach wollte ich mich mit einem Duden einreihen. Da hat wirklich so drin und dann gesagt, ja, wenn ich mal alt bin, möchte ich im Süden wohnen, Schweden oder so. Also so ein Niveau hat das. Nein, also ihr habt wirklich die richtige Wahl getroffen, dass ihr heute hergegangen seid, weil, wie gesagt, da im Fernsehen läuft nur Schmarrn. Richtig, gell? Zum Essen hat es auch nichts gegeben. Auch nicht? Sauber. Ja, ich kann heute auch bloß da sein, weil meine absolute Lieblingssendung, also die normal auch donnerstags läuft, aber im Moment nicht kommt, Germany's Next Topmodel. Ja, ehrlich. Das kennt ihr ja, oder? Da wo die Zahntüren Madel da so Bücher auf dem Kopf balancieren, statt dass sie es lesen dann. Und an der Sendung sieht man ja ganz gut, also wenn es zu wenig Fett da ist, dann quietscht es halt. Also, ihr kennt die Stimme von der Heidi Klum, oder? Gruselig. Und das war ja mein Traumjob, war ja mein Koch bei Germany's Next Topmodel. Weißt du, in der Früh jede ein Viertel abfehlen und hast den ganzen Tag die Ruhe. Aber ja, bis ich so weit bin, muss ich halt jetzt noch so Sachen machen. Ja, wie gesagt, da waren nicht nur Schmarrn, bloß Werbung. Ich persönlich bin ja froh, dass es kein RTL 3 gibt. Und ja, so Werbung generell ist ja nicht schlecht. Ich meine, du kannst da jetzt privat in der Werbung, du kannst da frisch Bier holen, aus dem Kühlschrank, an der Tankstelle, in Norwegen. Du bist aber rechtzeitig wieder da und musst dir dann den ganzen Schmarrn anschauen. Und dann erschrickst du halt direkt, wenn wirklich unter der Werbung noch mehr Film kommt, weil du rechnest halt. Auf einmal reißt sie recht. Ja gut, jetzt haben wir von so viel komischen Gestalten geredet. Dann würde ich sagen, ist das ein fließender Übergang. Er steht hinten, schaut mit den Füßen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch alle viel Spaß mit Markus Langer und Spaßvogeln. Tschüss.